Es ist Freitag, der 12. Juni. Ich begrüße euch herzlich mit dem Losungswort Jeremia 12,3. Du Herr, du kennst mich, du siehst mich und prüfst, ob mein Herz bei dir ist. Und dann Johannes 15,9, der Lehrtext, über den wir uns heute Gedanken machen. Jesus sagt, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch, bleibt in meiner Liebe. Bleiben, ein Befehl. Das Geheimnis der Kraft, das Geheimnis des Evangeliums, das Geheimnis des Evangelisierens. Heute wollen wir diesen Teil anschauen, der nicht heißt, geht hin in alle Welt, sondern bleibt. Bleibt in mir, sagt Jesus, bleibt in meiner Liebe und. Bleibt in meinen Geboten. Dieses Johannesevangelium ist es, das nicht allen Menschen sogleich zugänglich ist. Es scheint etwas kompliziert zu sein. Manche erinnert es auch an eine Art griechische Mystik, die zur Zeit von Jesus ja auch im Nahen Osten verbreitet war. Es ist eben nicht so einfach zu verstehen, weshalb Bleiben eine Kraft sein soll. Man will doch lieber etwas tun. Wir hatten Kaulquappen gefangen. Das war vor mehr als 50 Jahren. Mein Bruder und ich, wir waren Teenager, wir teilten uns das Zimmer und hatten nun einen Glasbehälter aufgestellt. Wir fanden sie in einem Teich. Es war damals noch erlaubt. Und wir schauten gebannt zu, von Tag zu Tag, wie sie, diese Kopffüßler, ihren Schwanz umwandelten in 4 Extremitäten. Und eines Tages begannen sie ihre ersten Hüpferlinge an Land und waren Miniaturfröschlein geworden. Wir hatten übersehen, dass der Deckel nicht dicht war und so fehlten plötzlich eine ganze Reihe von diesen kleinen Kerlen. Wir suchten sie überall wie Stecknadeln im Heuhaufen. Wir fanden ein paar wenige auf dem Teppich, leider schon platt gedrückt. 1 oder 2 fanden wir noch lebend und konnten sie in ihr Biotop zurücktransportieren. Nicht nur sie wollten nicht bleiben, auch ich wollte nicht bleiben in meiner angestammten Umgebung. Die Geschichte geht zurück in die Zeit, wo ich 4-jährig war, in den Ferien bei meiner Patin. Es war Winter, die Sonne ging unter, ein wunderbarer Sonnenuntergang rot im Westen. Und ich dachte mir, morgen muss ich heim. Aber ich gehe nicht gern heim, da gibt es viel Krach, viel Streit, enttäuschte Hoffnungen. Ich bin emotional überfordert, ich bin einsam. Ich möchte dorthin gehen, wo die Sonne untergeht. Und das Fernweh zog in meiner Seele ein und blieb dort. Natürlich musste ich auch wieder heim, keine Frage, aber ich war ein bisschen ein anderer und der Prozess der Entfremdung, der angefangen hatte an jenem Winterabend, der begann sich auszuweiten. Es kam zu einer Art inneren Emigration aus meiner eigenen Familie. Denn weit, weit weg, dort muss es besser sein. Es kann ja gar nicht als besser sein. An den Ort, wo die Sonne unterging, ging ich 15 Jahre später zu diesem Aufenthalt in den USA, von dem ich schon berichtet habe. Ich kannte wohl den Psalm 139, wo es heißt, flöge ich ans äußerste Meer, wo die Sonne untergeht, würde auch dort eine Hand mich führen, deine Rechte mich halten. Aber ich hatte eine Fehlkalkulation gemacht. Denn was ich dort antraf, war die Lehre mit 2 geschrieben, das Nichts. Es erreichte meine Seele. Mein emotionaler Halt ging komplett kaputt. Die Entfremdung hatte mich in der Fremde eingeholt und es rächte sich nun an mir, dass ich mich von meinen Eltern gelöst hatte. Ich war ein Heimatloser geworden, egal wo ich war. Denn es heißt, wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, dessen Leuchte wird verlöschen in der Finsternis. Es heißt sogar, in der tiefsten Finsternis, wenn man es genau übersetzt.
Der Fluch der selbstgewählten Vaterlosigkeit, das hatte ich mir aufgebürdet, ist mir zur kompletten Überforderung geworden. Ich wurde mir selber zur Last, zur einsamen, verlorenen Person. Und dieser Fluch öffnete auch einem weiteren Fluch noch die Türen und Tore. Denn ich war schutzlos, wohnte aber in einem Haus, wo man früher spiritistische Sitzungen abgehalten hatte und Geister erschienen ab und zu in diesem Haus. Die Flüche der Zauberei und Hexerei griffen mich zusätzlich an und verfinsterten mir auch noch einen Teil des Geistes, des Verstandes. Wäre ich nur geblieben unter dem Schutz der Vaterschaft, auch wenn es eine schmale Basis gewesen ist. Ich hätte dann sogar noch weiter reisen können, vielleicht nach Japan, vielleicht Neuseeland. Überall hätte ich ein Stück Heimat bei mir gehabt und hätte so auch Heimat gefunden. Ich hatte mich vor diesem Auszug bekehrt und deshalb begann ich nun auch eine innere Reise. Es war eine Reise auf den Pfaden der ersten 3 Evangelien. Ich hatte ja gelesen, geht hin in alle Welt. Ich war häufig auf den Straßen zur Evangelisation. Ich begann religiös zu wandern und ich nannte es Nachfolge. Viele Projekte begann ich anzureißen, die Unruhe begleitete mich immer und wenig Frucht entstand in diesen Jahren. Ich war ein Getriebener und nicht ein Geliebter. Ich hätte ein ewiger Wanderer bleiben können. Aber ich hätte dabei nicht gelernt, was Johannes sagt, bleibet. Ich wäre immer gegangen, wäre aber nicht geblieben. Im Verlauf von Jahren und Jahrzehnten lernte ich das Johannesevangelium kennen. Ich lernte es kennen als der Schlüssel zu den anderen 3 Evangelien. Denn diese 3 sagen uns, was Jesus tat und was wir tun sollen. Sie sagen natürlich auch, wer er ist, du bist der Messias, und diese Worte kennen wir alle. Aber ein Evangelium sagt uns auf allen Seiten und in jedem Kapitel, wer wirklich Jesus ist, was es auf sich hat mit diesem Sohn Gottes. Wie mich der Vater geliebt habe, so habe ich euch geliebt. Das finden wir bei den anderen so nicht. Also sagt es uns nicht nur, wer Jesus ist, sondern wer wir sind. Ich habe euch geliebt. Und dass wir in dem auch bleiben sollen. Das hat weitreichende Folgen. Das Pflichtenheft, unser Pflichtenheft, dein Pflichtenheft wird reduziert auf die Hauptfrage, kann ich in dem bleiben, was ich bin? Das Sein kann man aufschnappen. Man hört einmal, du bist ein geliebtes Kind des Vaters, du bist ein Königskind, du bist wertvoll. Wir kennen alle diese Proklamationen. Das Bleiben darin hingegen muss man lernen. Das verändert dann auch unser Profil. Das Profil ändert sich vom Tun zum Sein. Wir sind diejenigen, die bleiben. Kein Morgen ohne in ihm zu sein. Und dieses Sein, ich habe euch geliebt oder ich liebe euch, ohne es auszukosten, ohne es wieder zu finden. Und dann auch kein Tag, bei dem man nicht bleibt in dem, was man ist. So wird aus dem Tun ein Sein und das Leben gestaltet sich immer mehr als ein Leben ohne einen Treiber. Die Ruhe selber wird unser Motor, wird unsere Kraft. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein, sagt Jesaja. Ja, wir würden oder wir werden es auch, wenn wir das merken. Nicht nur das Pflichtenheft, nicht nur das Profil, sondern auch die Berufung verändert ihr Gesicht. Die Aufgaben verlieren an Gewicht, diese einzelnen Aufgaben.
wo wir uns definieren über unsere Aktivitäten und immer auch sprechen über unsere Aktivitäten, wo wir die sind, was wir tun. Vielleicht Evangelisten, vielleicht Propheten, wir sind dann das, was wir tun. Das wird sich nachhaltig ändern. Wir werden dann in einen Raum kommen, wo Menschen sind, nicht als die, die jetzt vorerst etwas tun, sondern als die, die wir sind und in dem, was wir bleiben. Und die Ausstrahlung wird sein, Christus in uns. Damit wir etwas seien zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, sagt Paulus dem im Epheserbrief, Kapitel 1. Wir sind etwas zu seinem Lob. Die Ausstrahlung ist schon da, bevor wir unseren Mund aufgetan haben. Und bevor wir etwas getan haben. Ich war eben auch eine solche Kaulquappe, wie ihr jetzt gehört habt. Ich wollte sein ohne dieses Biotop. Ich machte diese Flucht nach vorn. Ich wurde beinahe in den Teppich getreten, beinahe, es ging haarscharf. Aber sie fanden mich noch, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die brachten mich zurück in das Biotop. So bin ich wieder zurückgekommen zum Anfang. Und ich werde auch über diesen Anfang nicht groß hinauskommen, will es auch nicht mehr. Denn er sagt, bleibt in dieser Grundwahrheit, bleibt in den Armen des Vaters. Dort will ich sein, dort will ich stets bleiben. Und da kann ich diese oder jene Berufung haben, vielleicht sogar verlieren, in diesem oder jenem Ort oder Land oder Kontinent sein. Die Heimat wird immer bei mir sein und wird mich nicht verlassen. Wie ich euch geliebt habe, so bleibt in meiner Liebe. Ich wünsche euch einen schönen Tag.